Joel, Robin? wen ist die wichtigste Person an deinem Leben? Ich kann dir eine Antwort, ob man das nicht gerechnet hast, das sind ich selber. Ich weiß natürlich schon, was du raus willst mit der Frau. Wahrscheinlich tatsächlich mein Partner, gibt es mal so sagen. Aber dir? Ja, das fand ich ein ganz schwierig froh. Ich meine, ich kopiere Leute von den Antwort, ich selber. Nee, mir davon aufgesehen, auch fand ich eine ganz schöne Antwort von davon aufgesehen, fand ich das schwierig, das auf eine Person zu begrenzen. Und ich gebe echt so, dass das für mich eine Gruppe von Leuten ist, die als Gruppe wahnsinnig wichtig sind und wichtige Funktionen erfüllen. Das hier aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an der Episode 157 schon. An die erste Episode im Jahr 2025. Gute Rutsch. Notrechtlich. Schönes neues Jahr, so seht ihr. Wir hoffen, ihr habt schön Christlich und die Gläschen und Christkindchen, und ihr ganz viel Sextoys braucht. Und ja, wie gesagt, hallo und willkommen bei der ersten Episode im Jahr 2025. Die hudet vielleicht schon ein bisschen erroden am Intro. Der Joel und ich schwatzen heute über Joel. Trommelwirbel. Ich war froh, ob als Beziehungen eine Hierarchie haben. Und auch für was. Und ist das gut oder schlecht oder neutral? Ja. Joel. Hunding-Beziehungen eine Hierarchie. Ich gebe so, ja. Also, vielleicht muss ich ein bisschen so das abdröseln, was das heißt, eine Hierarchie haben. Also, du hast ja schon von einem Gruppe geschwärzt am Intro, ich habe von meinem Partner geschwärzt an der Intro. Und ich meine, das so ein Modell aus den viele Leute haben. Sie selber sind dann damit und darunter immer so die Familie, wenn auch immer dann dazu gehört, zum Beispiel ein Partner, eine Partnerin, Freundinnen, Bekannter, und dann können so der Rest von der Gesellschaft, gleich als für viele Leute irgendwie so Nation, was auch immer das dann ist, irgendwie so zwischen der Rest von der Gesellschaft und Bekannter. Ich weiß nicht, da kommen vielleicht auch noch so Sachen dabei wie den Supporter vom selben Fußballclub oder ich weiß nicht, mein großen Hackerverein, mit dem ich irgendwie dieselbe Hackerethik teilen oder eine Partei oder eine Gewerkschaft oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass so da den sich mit den Leuten dann auch mehr notfällt oder die Leute mehr wichtig sind, auch wenn nicht so viel mit ihnen zu tun hört, weil du irgendeine random Person, die in die Ewigkeit trifft, auf der Straße. Also das ist mal so, wie ich meine, die meisten Hierarchien so funktionieren. Aber das ist nicht unbedingt das, worum es mal schwätzen will. Ich will echt, dass so, okay, ich bin an einer romantischer, sexueller, vielleicht auch schon platonischer Beziehung zu einer Person. An vielleicht auch zu mehr Personen an die Beziehungen unter denen sind irgendwie hierarchisiert. Ja, und ich fand doch zu fänken auch wichtig, drüber zu schwätzen, was so eine Hierarchie dann noch mit sich zieht. Also, was sind die Applikationen für eine Hierarchie? Weil wenn eine Hierarchie just ein Wort wie, du hast nicht, also du hängst nicht drauf rum, dann könnte man die Episode abhalten und schlafen gehen oder 4 Feuer gehen. Ja, ich fand wichtig, darüber zu schwätzen, was die Applikationen von einer Hierarchie sind. Also zum Beispiel viele Leute, ich erkläre das immer so, wenn du die Leute an einen Reich stellst und du siehst, okay, rank day noch wen am wichtigsten ist und dann musst du wählen, mit wem du die meiste Zeit verbringst und mit wem da ein bisschen Männer oder so Sachen. Also einfach, wie wichtig eine Person ist und wie priorisiert sie ist. Also weil du zwei Personen so ich schon mal B gebraucht, komm mal helfen, du kannst dem einer Person helfen gehen, wem gehst du helfen.
wéiers Priorisierung vu verschiedene Personen wann net trop könnt den Zeitinvest den emotionalen Invest auch einfach den Schwa Invest am Fong so zu soen. Joel, wat sie für dich nach einer Applikationen von Hierarchien die da auffallen? War die zwei wichtig hast du am Anfang schon genannt, so Zeit und Ressourcen, das mengt doch dat wo run sich dat wieso dat dann überhaupt gibt mir du so kommen man mich spät vielleicht nach ich mengen dat finanzielle Ressourcen auch so etwas sind wo dann ein Hierarchie vielleicht echt da zustande kommt also wie kriegt zum Beispiel den Medaille Kado wann ich Leute beschenken da so du ein blöd Beispiel mehr das menglische Apps wo schon also beim finanziellen du mal ja an der letzten Episode auch viel drüber geschwärzt dass sich durch viel Murcht Gefälle ergehen an dummer da kann ihn dann aber auch viel so Hierarchien entweder entkräften oder bestätigen je nachdem wer daneben aus das ist mein definitive Punkt ja sos halt einfach so groß Lebensentscheidungen gebe ich so also mit verschiedene Leute könnt das vielleicht auch froh erkannt gemeinsam auf Welt zu setzen groß zu zählen oder andere Responsabilitäten zu verholen oder gewisse Lebensumstände oder Lebensprojekte gemeinsam zu machen, aber mit anderen Leuten vielleicht nicht, weil die Personen mehr wichtig sind für mich. Es kann aber auch sein, dass das umgedreht ist, ne? Also dass das quasi der Grund ist, wieso die Leute mehr wichtig sind. Ja, du hast so zwei Sachen gesagt, die ich interessant fand zu summen. Du hast von sexuell romantischen Partnerpersonen oder auch platonische Beziehungen geschwärzt und du hast gerade von Wichtigkeit geschwärzt. Und schon davon in der Hinsicht interessant für dich zu fragen, Joel, was sind für dich Faktoren, die beeinflussen, wo eine Person an deiner persönlichen Priorisierungslust landen? Also ich gebe darum zurück bei den Modell von Grad 4 drin. Ich meine, das viel Sachen wahrscheinlich einfach gesellschaftlich geleiert sind. Man hat ja schon an der Episode 121 The One, die ewig schläft, bisschen so darüber geschwärzt, dass es dann immer so die Erzählung geht von, okay, es gibt so die eng Person, die du wirst kennenlernen, also das ist The One, aber der wirst du ewig zusammenbleiben und das ist dann auch die wichtigste Person an dem Leben und dann können so Familie und da kommen so Freundinnen, Bekannte und der Rest von der Gesellschaft. Der Footballclub irgendwo noch dazwischen. Nicht zu vergessen. Also bei mir selber ich fand das ein bisschen schwierig. Also es gibt viele Leute an meinem Leben, wo ich am liebsten gebe so, die sieht man alle gut selbst wichtig. Erstens, weil Hierarchien zwischen Menschen nicht so das cool aus an ein selber immer merkt, okay, das ist am Anfang nicht so flott, wenn Leute in nicht priorisieren oder wenn ich merke, okay, das ist nicht so wichtig. Und das Gefühl will ich am Anfang nicht unbedingt viele Leute vermitteln, die ich gerne habe und die ich gerne rundherum schon. Es gibt aber einfach so Decisionen, die ich geholt habe, die merken, dass die eine Person für mich Priorität hat an die andere da vielleicht nicht. Aber ich gebe trotzdem so, dass das ja eine Decision ist, die ich geholt habe. Also nicht unbedingt etwas, was so organisch gewusst ist. Wobei das vielleicht auch zum Teil. Also so die Familie hat dann aber eine gewisse Wichtigkeit für mich und nicht unbedingt so die allerhöchste Stufe mehr. Ja, das ist einfach so zwischen ganz großen Gänsefäsern. Ich weiß natürlich, dass das auch einfach so ein sehr rastig gesellschaftlich geleiert hat. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass du dich von dem, was die Gesellschaft also obtruiert hat oder was man so geleiert hat an der Zeit, wo man abgewusst sind, dass du dich von dem komplett befreit wirst und keine Hierarchie mehr hast? Nee, natürlich nicht. Weil, also, unfortunately, lebe ich auch nicht in einem Vakuum. Aber ich lebe noch immer an dieser Gesellschaft. Ich gehe auch noch immer mit all den Erwartungen bombardiert. Wie auch zum Beispiel, etwas, weil ich auch selber mega merke, ist so ein bisschen die Amatonormativ-Fall. Also Amatonormativität ist die gesellschaftliche Erwartung an Supposition, für die das Wort nicht kann tun, auf Deutsch Annahme,
dass Menschen an einer romantischer, sexueller, exklusiver Beziehung am besten geht, an das auch Schiedverein das will. Das ist am Anfang der Gegenteil von Aromantik als Amato-Romantik, das heißt Wölsromantik, das heißt auch die Erwartung von, ja, Schiedverein hat romantisch Gefühle, er will romantische Beziehungen, und am besten sind die exklusiv und noch sexuell, weil was soll Romantik ohne Sexualität? Schon das auch wichtig für zu betonen, wie eng das man nicht verflasht ist. Mir, ich merke noch selber, dass ich oft noch an die Amatonormativ fallen von, oh, das hier ist ein Partnerin oder eine Partnerperson, also muss das irgendwie mir wichtig sein, und dann noch an die Falle von, boah, mittlerweile passt nicht ein bisschen mehr drauf ab, weil ich mir den Kopf damit gestoßen, mir auch an die Fall gefallen von, oh, wenn mir PartnerInnen gehen, dann heißt das und das. Das heißt, dass so ein Label wie preskriptiv geht. Das heißt, dass das etwas 4 schreibt. Am Platz von deskriptiv. Das heißt, dass das etwas beschreibt. Also auch wenn ich meine, viel Zeit in meinem Leben investiert habe, für die Sachen zu dekonstruieren. Ich meine, das hat immer so eine Wechselwirkung aus von, ich dekonstruiere Sachen und pushen an die Einrichtung. Und gesellschaftliche Normen pushen keiner zurück. Das heißt an die andere Richtung, weil, wie gesagt, leider leben ich noch immer an dieser Gesellschaft und nicht an einem Vakuum. Und sind auch, wie gesagt, dem Ganzen ausgesagt, weil Amatonormativität, wie gesagt, Normativität, das ist auch überall reproduziert. Alle Filme, die ihr gesagt, Serien, Reklamen, Bücher, etc., sich zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil laufen die an die Schiene. Und das ist auch das, was zum Beispiel politisch befürwortet wird. Zum Beispiel durch Institutionen wie der Mariage, wo ganz klar, dass das von 2 Menschen gehen am Anfang legal gesehen zu einer Einheit und sind immens man nicht verflasht. Und das ist auch nicht mehr 2 Menschen für Behalt, die, wie gesagt, idealerweise in einer romantisch-sexuellen Beziehung sind, von denen Privilegien genießen können. Und ich fand doch ganz bedeutend, dass es eine romantisch-sexuelle Beziehung muss sehen, weil zum Beispiel, wenn Staatsbürgerschaften wollen ungefroht gehen durch Mariage, da muss wirklich bewiesen gehen, dass das zumindest mal eine romantische Beziehung ist. Also muss ihn hin ein Sextape checken, muss ihn aber so Koppelfoto, so cutesy, touchy genug, romantisch genug etc. als Prüf erreichen von, hey, wir sind actually zusammen. Das heißt, das auch ganz stark und die Romantik als Sexualität liiert. Dann kann ich nicht einfach sein Basti bestürden. Also, ja, ich bin das halt bestört. Sind aber nicht mehr Bastis, weil da geht das nicht. Also, dann kann ich zwar bestört sein, aber da kriege ich eine Staatsbürgerschaft zum Beispiel nicht. Und ja, das heißt, es sind auch leider, das war eine lange Tangent, es sind auch leider nicht von denen Sachen befreit. Und ich fand noch, dass Hierarchien aus sich nicht schlecht sind. Also natürlich als eine Person, die seit Ewigkeiten in meinem Leben ist, mehr wichtig wie der Rando, den ich hier rund 3D am Club kennengelernt habe. Das ist ja normal. Ich kann ja nicht alle Menschen in meinem Leben, weil ich kenne viele Leute, aber ich kann die nicht alle gut auf dieselbe Prioritätenlist setzen. Aber du gehst wahrscheinlich dann einfach nicht immens viel Energie an kein Kind stehen, Mensch, so, ja. Hallo, wie geht es da, all der schreiben, wohl als Antwort just ein Daumen-Heusch-Emoji, egal, weil als Antwort kommt, weil du nicht die Zeit hast, für dich um all die Leute, die du kennst, zu kümmern. Also das ist ja auch einfach leider eine Realität von den allermeisten Menschen, dass hier Hauptbeschäftigung nicht aus sich mit an den Leuten, die sie kennen, zu beschäftigen. Nee, weil leider mussten wir alle Gute noch immer Lohn arbeiten, an oder ob Uni oder an Schule oder als Stadt kümmern, an etc. Und wie gesagt, leider kann ich mich auch nicht an 10 delen. Ich meine, das wäre ein bisschen einfach, wenn ich so mehr Robins zur Verfügung hätte. Aber ja, das ist natürlich schon eine Hierarchien. Und ich meine, was ich aber wichtig fand, ist, dass Hierarchien bewusst gesagt gehen und nicht denen gesellschaftlichen Erwartungen automatisch folgen. Das heißt nicht, dass nicht Mundschwimminge PartnerInnen mega wichtig sind. Einfach, weil das sowas, sie wären einfach genauso wichtig, wenn ich keine romantisch-sexuelle Beziehung mit ihnen hätte, wahrscheinlich. Mir was einfach Energiemähen nimmen, ganz hinsichtlich ausgedrückt, Freund wären. Weil auf der anderen Seite habe ich auch einfach eine Person, die
in den letzten Jahren definitiv Männer wichtig ging, weil man einfach viel Männer an unserem Leben, wie man den Dele, weil ich weit fortgeplündert sind. Und ich fand halt mega wichtig für mich und auch als eine Person, die sich als Beziehungsanarchist identifiziert, für nicht Leute auf Basis von Labels zu hierarchisieren. Das heißt, dass nicht automatisch mein Partner innen mein wichtigstes, also bon, ideal an den Normen folgend, ideal mein Partnerin, die wichtigste Person an meinem Leben ist, und dann könnt dann die Familie, also die biologische Familie, und dann kommen irgendwo noch ein paar Freunde, die so als Freizeitbespaßung hat, und dann, wie du so ist, noch vielleicht der Fußballclub und dann der ganze Rest von der Menschheit. Dass das halt wirklich, ja, das nicht just, weil mir Sex man den Hund oder nicht, oder romantische Gefühle haben für den oder nicht, dass das nicht als Beziehungen definiert und dass dadurch nicht die Wichtigkeit von den an unserem Leben definiert. Und damit fuhren schon von ganz gut. Weil natürlich hierarchisieren ich. Aber das heißt ja nicht, dass ich immer meinen PartnerInnen über irgendwas anderes wählen oder wenn meine Familie sieht, sprang an meine Freunde so, ich brauche Hilfe, da sprang nicht, weil das meine Familie. Und ich fand das doch mega schön. Also das tut zum Beispiel nicht Christtag. Ich war einen Tag zu Lützeburg mit meiner Familie und den Rest von der Feier, die ich verbringe, ich gerade in Holland mit meinen Freunden. Auch nicht mal mit meinen Partnerpersonen unbedingt, mit meinen Freunden. Und ich wohne gerade bei einer Freundin, also in einem Haus, weil seine Mitbewohnerin alle gut 14 und hat so lange, das heißt, wir haben uns ganz bewusst dazu dezidiert, als Menschen, die wirklich rein platonisch man die sehen, an eine gut Freundschaft man ihn haben, für Christtag man ihn zu feiern. Und da tut sich ziemlich, also ich muss schon so, und da tut sich ziemlich revolutionär ungefähr an einem Sinn. Gerade weil ich mein ganzes Leben lang immer nicht mehr Christtag mit der Familie verbrüscht habe und dann eine Partnerperson mitgeholt habe, weil das wäre jetzt sich geheiert, etc. Und da tut sich das ja mega cool gefehlt. Und ehrlich gesagt, den einen Tag zu Lützeburg war wirklich weird. Weil ich einfach, ja, mich schon drauf angestellt habe, für mein Christtag auch nicht zu verbringen, sozusagen. Und ich fand, dass das auch so den Unterschied macht zwischen so Polyamorie hast du und so Beziehungsanarchistinnen. Ich fand, dass das kann über nicht schneiden. An der Hinsicht, ich definiere mich oft als polyamorös Beziehungsanarchistin, weil ich aber Partnerinnenschaften habe. Also es gehen Beziehungsanarchistinnen, die haben gar keine Partnerpersonen oder so. Ich habe schon Partnerinnenschaften. Aus vielen Gründen, darüber können wir eine andere Kirche schwätzen. Aber ich fand es wichtig, dass meine Nicht-Monogamie nicht an Monogamie times 2, times 3, times 4 fällt. Was ich bei manchen Leuten gesehen habe oft. Das heißt, dass sie am Anfang, dass sie dann zwar vielleicht 2 oder 3 Partnerpersonen haben, dass das dann aber die wichtigsten Leute in ihrem Leben sind. Und da kommt Familie, und da kommen Freunde, und geht immer Partnerpersonen über alles anders, oder Partnerpersonen über alles anders priorisiert. Und Freundinnenschaften gehen viel mehr als so auswechselbar gesehen. Und die Partnerschaften sind dann auch per Definition romantisch, asexuell. Und vielleicht geht es an die Partnerinnenschaften nach so einer Hierarchie für so Primary, Secondary etc. Und mir persönlich ist es halt wichtig, dass ich das nicht reproduziere. Und dass, ja, wie gesagt, meine Labels auch deskriptiv sind und nicht preskriptiv und dadurch auch nicht, ja, automatisch ist, weil mir PartnerInnen sind, mir auch automatisch romantische Gefühle für ihn haben oder automatisch man nicht schlafen müssen und dann auch automatisch die allerwichtigste Person in unserem Leben sind, für die dann immer alles anders gedroppt wird und die dann noch ein Ticket haben für automatisch alle Feier, die es irgendwo geht, wohin sozial erwacht Partnerpersonen mitbringt. Du hast schon so Konzepte erwähnt wie Primary Partner oder Secondary Partner, wo es ja meistens geht, okay, schon eng so Care-Beziehung, die wichtigste ist, und dann haben ich vielleicht eine andere PartnerInnen, die irgendwie nicht so wichtig sind, und die vielleicht bei so großen Decisionen noch nicht gefragt gehen. Das hängt dann immer ein bisschen vom genauen Konzept auf. Es ging auch dann irgendwie so an so Bücher über Polyamory ging es dann so
dat sind den Rechter als Secondary Partner oder dat sollten den Rechter als Secondary Partner sinn für dat gut funktioniert fand auch schon ganz spannend, dat den dann sich muss irgendwie Rechter erkämpfen irgendwie verschiedene doch grad weil Leute aus monogame Beziehungen kommen die quasi also die monogame Beziehung quasi abgemäht gött dann hört ihr ja trotzdem noch ganz viel so Residuen von der monogamer Beziehung die in der Fleisch muss man aufbauen und Denkmustern die in der Fleisch muss aufbauen oder eben wenn man schon gesucht hatte ganz viel gedeelte Responsabilitäten über Pflanzen deren Kanner beziehungsweise gedeelten Lebensumständen, Lebensprojekten, wie zum Beispiel zu Summe wohnen, zu Summe schaffen oder zu Summe Kunst machen, die einfach merken, dass die Person mehr wichtig für ihn ist, was immer ihn dann als wichtig bezeichnet oder wer in die Hierarchie dann abstellt. Du sagst, das ist ganz normal, dass eine Person, die ich schon wie lange kennen, dass die mehr wichtig ist, das ist wahrscheinlich schon in den meisten Fällen so. Und noch wenn es schon wie lange mit einer Person zu Summe sind, dann wird man das an den meisten Fällen einfach mehr wichtig sein, wie vielleicht eine ganz neue Beziehung, wo noch gar nicht so gefestigt ist, wo ich noch nicht die Person richtig ausschätzen kann. Das sind eigentlich Sachen, die relativ auf der Hand liegen, gebe ich mal so. Wobei ich immer doch probieren, die Sachen, die so die auf der Hand liegen oder die ganz normal schenken, immer ein bisschen zu nasichen und in den Club zu hüllen und ein bisschen mit einem Bengel zu stoßen und zu gucken, ob es nicht da war, irgendwie wibbeln wenn den sie umdrehen, da war eine Apps findet. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Leute gibt, bei denen all die Sachen anders sind, wo die Sachen halt nicht so normal und organisch schenken. Du hast so zum Beispiel schon angedeutet, eine Person, die mir lang sind, dass die gerade nicht mehr so wichtig ist. Ja? Ich fühle lo wichtig immer, zum Beispiel ganz so fest, die muss ich dann denken. Also ich schule als Not, ich schule Wichtigkeit als Priorität am Sinn von Ressourcen, Investiment. Das ist einfach auch das, was ich raus wollte. Ne? Also wenn ich so schon einen Primary Partner, schon einen Nesting Partner, dann ist das die Person, die am meisten Ressourcen kriegt, teilweise auch aus Gründen, die absolut nachvollziehbar sind, an die einfach sich aus dem Wehen zusammen sein Projekt abgebaut wird, ergehen. Also wenn ich zusammen an einer Person an einer Wohnung wohnen, da muss ich gewisse Sachen machen, für das die Projekt eine gemeinsame Wohnung funktioniert, die ich vielleicht mit einer Person, mit der ich auch zusammen bin, mit der ich nicht zusammen wohnen, nicht muss machen. Also die wird hier Toilette wahrscheinlich lang putzen, bei den anderen machen wir selbst wie ein Toilette, wie auf putzt. Und dementsprechend muss ich einfach logischerweise mehr Energie daran stärken. Einerseits gibt es vielleicht auch Leute, die genau den Konter von dem praktizieren, was ich gerade gesagt habe, aus was für Gründen auch immer. Also kann ich für alles immer Beispiele fanden oder nicht fanden. Und ich meine, du hast schon ein bisschen so den Zauberwort für aus den ganzen Hierarchisierungen an was das wie wichtig rauszukommen gesagt, das ist das mit den Labeln. Also das finde ich ziemlich interessant fand, wenn du siehst, okay, ich will mein Labeln nicht als etwas hören, was eine Gebrauchsanweisung ist oder was sieht, dass sie Gesetz und das muss so sein, weil wir halt zusammen sind, müssen all die Sachen so wichtig sein, aber ich gucken, wie eine Beziehung quasi abgebaut ist, was wir zusammen von denen wollen. Wir kommunizieren damit denen, wir Männer etwas zu eigen. Und dann gucken wir, was für Label das am besten beschreibt, wie also ein gemeinsames Beziehungsprojekt ausgesät. Ja, und schon dann doch mega schön, wenn ihr wie gesagt nicht durch so rückgeht von, hey, war das Partner in der Schaft für dich, war das für mich, und dann gucken wir, ob das lieber nicht passt, ob wir das wollen. Weil ich auch schon gemacht habe, und was mehr oder weniger gut gegangen ist, aber an der Beziehung, die ich schon für einen Moment angegangen sind, haben wir von Anfang an gesagt, hey, komm, ich Lust nicht mit dem Label, mal lieber Sinn. An einem bestimmten Punkt hat die Person mich gefragt, war so, hey, ich habe gleich Leute von dir all drei gezählt, und Leute haben mich gefragt, was bist du für mich? Und das einzige Wort, was mir angefallen ist, als mein Partner. Und ich wollte dich fragen, ob das okay ist für dich, weil das ist einfach, weißt du, das für mich aufhältst. Und ich war so, und das war so ein schöner, natürlicher Weg für eine Partnerinnenschaft unzufangen an dem Sinn, dass es einfach
nicht wichtig war, den darauf, dem er als ob der Label geähnigt tun, mir das als Beziehung sich einfach natürlich entwickelt wird, dann irgendwann haben wir realisiert, das passt actually zu dem, was mir zwei mit Partner verbannen soll, so kommen wir benutzen die Label. Und ich fand, dass da doch mit ganz vielen anderen Beziehungslabeln Deckshaker sehen und dass da doch viel Fluidität kann bringen. Also schon noch Menschen, wo ich so und so am Anfang sind wir ein bisschen Partner-like, an dem Sinn, dass man zum Beispiel einfach eine ganz close befreundete Person von mir, außer gewisser Hinsicht eine Partnerperson von mir, weil man die planen zusammen zu plannern, etc. etc. Und wichtig Rollen in unserem Leben spielen, an Termen von Support oder so. Und die Person ist einfach die letzte Person, mit der ich je romantisch oder sexuell involviert werde. Und ich fand die ganz schön, weil es lässt doch einfach viel mehr Raum für am Anfang von den amatonormativen, preskriptiven Idealen von was soll ein Partner in der Schaft sehen, fortkommt. Und ich fand auch interessant, was es so wichtig geht, gesagt hast. Natürlich ist es normal, dass eine befreundete Person, mit der er schon jahrelang gut befreundet ist, mehr wichtig ist, wie die Person, die er 24 Minuten kennengelernt hat. Und schon da wird, dass es wichtig ist, dass es ab einem bestimmten Punkt durchgeht. Das heißt, dass auch wenn du die eine befreundete Person schon 20 Jahre lang kennst, dass wenn du die neue Person vielleicht, keine Ahnung, 1, 2, 5, 10 Jahre kennst, dass dann, wenn Potenzial dafür da ist, dass dann nicht automatisch die Person, die ihn am längsten kennt, automatisch mehr wichtig ist, wie die neue Person. Das heißt, dass Leute doch sozusagen abholen können, aber also zu einem bestimmten Grad. Oder zumindest das Dauer von einer Konnexion nicht den determinablen Faktor Wichtigkeit ist. Das können natürlich andere Sachen sein, wie Beziehungsstrukturen. Und du machst eine ganz elegante Transition zu, was wir schon ein paar Mal angeschaut haben, wie zum Beispiel die Sache von Primaries, Secondaries. Ich fand, dass zum Beispiel bei Primaries Leute, die zusammen wohnen, Leute, die vielleicht auch kann, man haben die Responsabilitäten zusammen und auch vis-à-vis haben, die an Lebenserhaltung gebunden sind. Also, wenn du mit einer Person zusammen wohnst und du teilst damit hier den Loyer und die Hut zusammen kann, dann ist das eine lebenserhaltende Beziehung oder zumindest dein Leben erhaltende Beziehung. Und du fand ich es komplett verständlich und sogar zu einem gewissen Degree nötig, dass du eine gewisse Hierarchie hast, für jeden zu beschützen. Ich habe ganz viel Verständnis, wenn du gesagt hast, hey, sorry, mein Partner, mit dem ich zusammen wohne, und mein Kinder sind die wichtigsten. Für die werde ich immer sprangen. Und dafür habe ich ganz viel Verständnis. Und was ich aber da schuld fand, ist, dass viele Leute die Awareness für Hierarchien nicht haben. Also ich habe ganz oft gesehen, dass an nicht monogamen, polyamorösen Strukturen gesagt wird, nee, wir haben keine Hierarchie, wir sind Hierarchie frei, kannst alles tun, was du willst. Obwohl vielleicht zwei Personen schon seit 5 Jahren zusammen wohnen, aber weiter zusammen wohnen wollen, also ich bestürde wollen, aber für dann zu einer Person zu sagen, nee, wir haben keine Hierarchien, das fand ich misleading, aber wirklich uncool. Ich persönlich hatte eine Beziehung als Secondary und auch just, weil man von Anfang an ganz klar mitgedealt hat, hey, das hier als meine Primary-Beziehung und das ist reserviert für meine Primary-Beziehung. Und ich war so, hey, das ist cool für mich. Ich habe nicht die Erwartung oder den Willen, für jemals mit dir ein Haus zu kaufen oder die White Picket Fence an Kanada zu holen. Ich bin ganz froh, wenn du das mit deiner primären Person hast und die Erwartungen nicht auf mich setzt. Das klappt für mich. Und andererseits, wenn ich aber den Wunsch gehabt hätte, für mit der Person das und das, also das, die ganzen Boutique zu holen, und die Person hat mir gesagt, ich habe keine Hierarchien, du kannst halt alles mit mir tun. Wenn in Wirklichkeit eine ganz klare Hierarchie da ist, da fand ich das ziemlich arschig, ehrlich gesagt. Und ich gesehen aber oft, dass viele Leute completely unaware sind von ihren Hierarchien und nicht genug Zeit darauf verwenden, was das dann von bedeutet für die Leute, mit denen sie dann Sekundärbeziehungen haben. Und ich fand, dass da der Punkt ist, wo wir dann auch kommen an die ganzen Diskussionen, die am Anfang mega absurd klingen von, was sind denn Rechte als Secondary? Weil, wie gesagt, dann Secondaries halt auch als viel mehr disposabel trätiert gehen und als viel mehr, ja, als viel mehr wichtig. Was gerade mit Leuten, die noch nicht lange nicht Monogamie sind, was sie dann als Secondary aufhängen, das kann immens painful und immens, ja, bald traumatisierend sind, was sie durch so eine Erfahrung gehen, wo sie als so disposabel gewährt gehen, von ihnen die Welt versprochen ist. Also sie kriegen
krimmelen. Mhm. Ja, also das meine Stadt war das auf jeden Fall raussehen aus dem Gespräch heute, dass das wichtig ist, klar zu kommunizieren, anhalt immer mal zu diskutieren, an zu schwätzen, an zu checken, okay, was will man eigentlich von denen? Wir haben das Lopumol schon gesagt. Eine von meinen Lieblingsepisoden von diesem Podcast ist die Episode Nummer 57 mit dem schönen Titel Ich will etwas von dir, mir wart. Wo ich mit Kelly darüber geschwärzt habe, nicht, dass ich etwas von Kelly will, aber dass es halt schwierig ist, rauszufinden, was will ich von einer Person an, was für Unzählungen, Formen von Unzählungen gibt es am Anfang. Aber es geht auch darum, okay, wie kann ich eine Beziehung gestalten, was für verschiedene Module gibt es quasi, die wir auch schon angeschwärzt haben, also gemeinsame Responsabilitäten, gemeinsam Lebensumstände, ich weiß nicht, wir feiern das und das fest gemeinsam, wir haben Sex, wir haben keinen Sex, wir gehen allmählich zusammen an die Kino, all die Sachen, die in sich kann in der Beziehungen raussichern, kann ich mixen und matchen. Was mir nur angefallen ist, was du gezählt hast von WDR Label gehen hat, das scheint darunter fand ich auch den eine ganz andere Temporalität daran kriegt. Also nicht so am Sinn von, okay, wir kommen zusammen, an irgendwann haben wir das gemerkt, und da sind wir zusammen, und dann sind wir PartnerInnen, und das heißt das und das und das und das, und das bleibt immer so. Das ist ja auch irgendwie so, das, was angebaut ist, an das scheint nicht wird von der feministischen Philosophin Elizabeth Brake, was wir heute gelehrt haben, Amatonormativität, oder ich nicht heute gelehrt, sagen wir mal so. Du hast ja auch das angebaut, ne, bis der Tod euch scheidet, also das halt die Sachen dafür immer so sind. An dem etwas entgegenzusetzen, wo ihr seht, okay, mir schwätze regelmäßig darüber, wie das geht an der Beziehung, mir schwätze regelmäßig darüber, was für Projekte wir haben, wie wir die Welle gemeinsam gestalten. Das fand ich am Anfang etwas immens Schönes. Und darüber schwätzen muss auch nicht heißen, dass sich etwas verändert. Es kann nur einfach heißen, du willst noch immer keinen Hund mit mir, du willst an deiner Wohnung bleiben, okay, dann an einem Jahr schwätzen wir drüber oder an 2 Jahren oder wie ihr auch immer gelesen nicht könnt. Also das muss ich ja nicht so festlegen, dass den das all Jahr ein checklist durchgeht, mehr immer halt die Diskussionen feiern und darunter schaffen. Ja, und wie gesagt, also das fand ich der wichtigste Punkt von, dass die Diskussionen, dass Kommunikation nicht als so ein Krisentool verwandt wird, mir als so ein andauernd Praxis von, hey, komm, wir machen so Check-ins mit denen, mal gucken, wo wir stehen. Und ich fand, was noch da wichtig ist, also auch so den Term von Eskalation, an dem Sinne nicht so, weil Leute bemol fangen man den zu blären an einem Konflikt mit Eskalation, gibt der schöne Begriff vom Relationship Escalator. Das heißt am Anfang so ein Escalator ist am Anfang so ein Rolltrap, oder das kann auch Lift sein, den dich mehr sehr an eine Uhr bringt, so. Der Relationship Escalator ist am Anfang die Sache von, okay, wir daten ein bisschen, und dann gehen wir zu PartnerInnen, und dann irgendwann plündern wir zusammen, und dann bestürden wir alles, und dann kriegen wir Kinder, und dann kaufen wir ein Haus, oder, also, ne, das heißt du den Dinge von, du gehst am Anfang mehr intertwined, das heißt angewickelt, mit dem anderen seinem Leben, das heißt auch mehr aufhängig von den Nähen, und normalerweise gibt dann noch die Hierarchie zu anderen Leuten mehr groß, weil, wie ich gerade gesagt habe, schon Hierarchien sind auch oft dann neidisch als Lebenserhaltung oder als Sicherheit. Das ist normalerweise je mehr in escalated, desto mehr hoch ist auch der Risk für viele Hierarchien. Und ich finde, das Escalation ist normalerweise ziemlich einfach. Und geht doch, hast du ziemlich sehr, und hast du sogar unbewusst. Also ich habe auch schon mal erlebt, dass ich dann ob jemand mit Leuten eskaliert habe, dass man also viel mehr gesehen haben, und dass er dann nicht wirklich so ein ganz bewusster Schwur war. Und die Escalation, das heißt, dass er ob dem ganzen Relationship Escalator einen Schritt zurückgeht. Das ist normalerweise viel mehr schwer und viel mehr schmerzhaft auch oft. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel seht, okay, wir wohnen zwar zusammen als PartnerInnen, wir wollen PartnerInnen bleiben, aber nicht mit zusammen wohnen, das ist normalerweise emotional mehr schwierig,
wie zu suchen, ach, mir sie Partnerin, komm, wir plündern zu summen. Das heißt, ja, für mich persönlich ist auch mega wichtig, für die Eskalationen, wann ich zu holen, egal ob mit Partnerpersonen oder mit Freundinnenschaften, weil ich schon doch definitiv eine Eskalation fand, dass ich das Tür mit der ganz eng befreundeten Person von mir Christtag geplant habe. Also, hat rundherum, mit dem rum, für die Eskalationen bewusst zu holen und für sich auch zu überlegen, okay, was sind die Implikationen davon und wie wirkt sich das auf meine anderen Beziehungen aus? Weil zum Beispiel, wenn ich mal mit einer Person zusammen plündern, das gibt auch einen großen Ripple-Effekt auf meine anderen Freundinnenschaften haben. Für allem mit einer Partnerperson, aber auch nicht mit einer befreundeten Person. Das heißt, für dann ja, sich wirklich Zeit zu holen, für auch zu evaluieren, nicht nur, okay, was sind meine Hierarchien am Anfang, aber auch, wann ich beziehungsverändernd Decisionen holen, was sind die Fähigkeiten davon, auf meine anderen Beziehungen und auf die Hierarchien durch und wie kann das die Dynamiken verändern? Das heißt, was genau ist der Preis, den ich für die Decision bezahle, und sind ich damit okay? Und sind meine anderen Personen auch damit okay oder gibt es sie wirklich platzieren und als Beziehung verändern etc. Okay, also, für aufzuschließen, ich meine, das Wichtige ist, Hierarchien wird einfach ähnt und das ist okay und das ist normal. Und ich meine, mega wichtig ist, dass ihnen sich das bewusst ist. Auch klar kommuniziert mit anderen Leuten über die Hierarchien und die Implikationen davon. Ja, also ist auf jeden Fall recht, Kommunikation ist super wichtig. Sich labeln, raussichern, beziehungsweise nur im Baukastensystem gucken, was in einer Beziehung will und dann die passende Label dazu sichern, beziehungsweise selber machen. Labeldrucker sind nicht so teuer, kann ich selber einfach ein Label machen und sind ob die entsprechende Person pushen. Ich weiß nicht, ob das so die nachhaltige Methode ist, aber sind alles Möglichkeiten, als wahrscheinlich einfach gut zu machen. Lasst doch die Episoden, die wir dazu mal erwähnt haben. Und dann bleibt mir just noch ich zu wünschen, einen guten Start an das neue Jahr, weil wir nicht so alles. Hol dich nicht so viel schlimm, gefährlich, schwierig Sachen für. Hol dich einfach für, mit eurer Beziehungspersonen über Hierarchien an ihre Beziehungen zu schwätzen und genug zu trinken. Das ist wichtig. Dann bleibt mir just noch übrig, für ihr zu teilen, dass den einfache Ferel vom Jahrhundert lo River ist und dass der Rest leider nicht so cool geht. Cool. Ja, ich dann nicht. Und wir werden trotzdem bei euch sein, für ihr Leben mit mehr wie Sex zu verseißen. Hoffentlich noch bis 2050 und darüber hinaus. Und ja, passt auf euch auf, kommuniziert gut und schönes neues Jahr. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. War das Verbindung zwischen Sex und Trauma? An der Rubriken zu Kapitel 4 haben wir hören, wie Stress als Sexualität beeinflusst. Und wie wir können mit schwierigen Gefühlen und Beziehungen umgehen. Schauen wir aber nach einer Form von Stress und schwierigen Gefühlen, die ein bisschen ähnlich sind wie die anderen. Nämlich Trauma. Ein Trauma ist ein Tiefwund, der uns emotional, physisch und kognitiv Wohlbefinden beeinflusst. Leider ist es so, dass die meisten Leute in ihrem Leben traumatische Erfahrungen machen. Zum Beispiel aus mindestens 1 von 5 Frauen von sexualisierter Gewalt, also von sexuellem Trauma betroffen. Dafür können wir nicht über gute Sexualität schwätzen, ohne über Trauma zu schwätzen. Bevor wir anfangen, ein kleiner Content Note. Ich schwätze an dieser Rubrik über sexualisierte Gewalt. Wenn du davon betroffen warst, dann ist es vielleicht gut, diese Rubrik nicht allein zu lauschen. Und danach mit einem drüber zu schwätzen. Wenn du gerade dabei bist, dein Trauma abzuschaffen, dann ist es vielleicht besser, diese Rubrik zu einem späteren Moment zu lauschen. Trauma ist ein Resultat davon, wenn eine Kontrolle über den eigenen Körper geholt wird. An einer traumatischen Situation, wie zum Beispiel einem sexuellen Übergriff, einer Vergewaltigung oder wenn in über langer Zeit an einer abusiven Beziehung war, gehen betroffene Personen an den Überlebensmodus.
An diesem Überlebensmodus gibt es 3 Optionen für zu reagieren. Fight, Flight oder Freeze. Das kann ihn sich als Metapher so vorstellen. Wenn ihn an der Wildnis einem hungrigen Leif begegnet, den ihn will attackieren erfrieren, da kann ihn entweder mit dem Leif kämpfen, führen ihm fortlaufen oder sich totstellen. Weil es oft relativ unsicher ist, zu fighten oder fortzulaufen, geht ihn an den Freeze-Modus und es hofft ihn, dass ihn durch die Schockstarre überlebt. Wenn ihn eine traumatische Erfahrung hat, die mit Sexualität verbunden ist, da kann es sein, dass ihn danach in sexy Situationen zum Beispiel an den Freeze-Modus geht. Das nennt ihn auch noch ein Trigger. Hier geht Sex quasi zum Leif. Und das auch an sexuelle Situationen, die am Anfang sicher sind, aber wo kein Gefahr besteht. Das nennt ihn auch noch posttraumatischen Stress. Also Körper drückt sozusagen auf Brems, weil die Informationen, die als sexuell relevant vorgeholt gehen, vom Gehirn als Gefahr eingestuft gehen. Für das also Körper, inklusive vom Gehirn, kann verstehen, dass man sicher sind, muss ihn die traumatische Erfahrung abschaffen, anderem Neidvertrauen an sich, sein Körper, Beziehungen und an Leben finden. Das ist ein längerer Prozess, den am besten mit professioneller Begleitung mischt. Wenn du oder einen, den du kennst, nur hilfreich siehst, dann guck an Show Notes auf der Website sexpodcast.lu in dieser Rubrik. Es gibt auch eine Reihe Bücher zu sexuellem Trauma, auch die findest du an den Show Notes in der Rubrik. Und sogar wenn du dein Trauma schon abgeschafft hast, kann es sein, dass du an deiner Sexualität noch immer pur verbleibende Effekte davon erspürst. Wenn das der Fall ist, dann ist der Rest von dieser Rubrik für dich. Es gibt 3 unterschiedliche Approchen, für mit den Resten von Trauma umzugehen. Erstens Top-Down, also von oben nach innen. Zweitens Bottom-Up, also von innen nach oben. Und drittens Sideways, also seitlich. Erstens Top-Down. Das heißt, dass vom Gehirn zum Körper schafft. Es analysiert und versteht was das Schema von unseren Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen ist, wenn wir mit unseren Trauma in Kontakt kommen. Und es probiert die Musteren durch neue zu ersetzen. Das neue Muster oder Schema, nur dem wir können handeln, ist, Gefühle durch uns durchgehen zu lassen. Weil Trauma mischt, dass uns Gefühle quasi hängen bleiben. Mehr Emotionen reisen lieber, wieder zu sich niederlassen. Dafür ist es wichtig zu lernen, wie sie kann weiter reisen lassen. Heute kannst du auch nach der Rubrik Gefühle fühlen lauschen. Wenn du weißt, dass eine Traumareaktion an einer sexy Situation kann abkommen, ist es gut mit der Person, mit der du Sex hast, für darüber zu schwatzen, dass das passieren kann. Weil dem Moment von der Traumareaktion selber ist das oft schwierig, für allem, weil ihr noch nie drüber geschwatzt habt. Wenn du weißt, wie die Reaktion, also dein Muster ausgeseit, kannst du das auch dabei sein. Eventuell kannst du auch zählen, dass du probierst, die Gefühle zuzulassen und einfach lernst gehen zu lassen. So kann ich dann auch zusammen herausfinden, wie die andere Person dich an dem Moment am besten kann unterstützen. Zum Beispiel dich kurz mal drauf zu lassen oder auch dich an den Arm zu halten. Hier sind Geduld mit sich und mit der anderen Person wichtig, sowie genug Vertrauen für eine gute Kommunikation können zu haben. Zweitens, Bottom-up. Am Platz die eigenen Gedanken und Verhaltensweisen zu analysieren, kann ihn auch körperbasierte Therapie machen. Hier lassen wir unsere Körper dabei machen, durch den Stresszyklus durchzugehen. Am Platz, dass wir, wie gesagt, an unsere Gefühle und am Stress hängen bleiben. Hier ist es gut, eine professionelle Person zu haben, die sich mit traumasensibler Körperarbeit oder Therapie auskennt. Was du kannst machen, zum Beispiel an einer sexy Situation, der ihr Freeze-Modus auslässt, für aus der Situation rauszukommen, ist, auch den Stresszyklus zu komplettieren. Zum Beispiel, indem du dich aus der Situation rausbewegst und tatsächlich bewegst. Das ist nämlich das, was bei Fight und Flight geschieht. Durch Bewegung, vom Kämpfen oder Fortlaufen, kann den Adrenalin aus dem Körper heraus. Das heißt konkret, du kannst auf der Platz springen, dich ausrüsteln, seufzen, kreischen,
Lachen und so weiter. Für das noch besser zu verstehen, kannst du auch die Rubrik How to Complete the Stress Cycle lauschen. Drittens, Sideways. Dann gibt es noch eine indirekte Methode, für mit Trauma umzugehen, nämlich durch Mindfulness, also Achtsamkeit. Wenn die anderen Rubriken von ComSUA gelauscht wird, erinnert sich vielleicht an Kapitel 5, wo ich über Self-Kindness, also Selbstfürsorge und Selbstfreundlichkeit geschwärzt habe. Oder auch an Kapitel 9, wo ich über Non-Judging zählen, also dass ihr probiert, Sachen zu hören, ohne drüber zu urteilen. Sowohl Self-Kindness wie auch Non-Judging sind wichtige Teile von Achtsamkeit. Me wie seit Mindfulness dann lo an der Praxis aus? Für dass du dir das besser vorstellen kannst, habe ich da an einer Rubrik eine kleine Übung abgeholt. Hier hörst du, wie ihr mit 2 Minuten all Tag Achtsamkeit kann üben. Schon Thema Trauma und Sexualität oder nur kurz angeschwärzt. Lies auf jeden Fall an ComSUA ran oder an Bücher aus den Shownotes. Schwatz mit anderen drüber und lass dich am besten von professionellen TherapeutInnen unterstützen, wenn Thema Sex und Trauma für dich relevant ist. Egal, wo du an deinem Prozess drüber bist. Hast du noch Fragen, Antworten oder Anmerkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministerium für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Robin, willst du ein Mikrob sehen? Weil du schwätzt die ganze Zeit davon, dass du willst am Vakuum evaluieren und du willst dich an 10 delen. Also irgendwie so Einzeller Robin, ist das der Goal? Honestly, solange ich da nicht muss für sie verlieren, Lohnarbeit noch gehen und nicht muss mich um mein Haus kümmern und mich nicht muss mit all den Frohe beschäftigen von Gesellschaft, da wäre ich gerne ein Mikrob, ja. Please, liebe Gott, mein Christachswunsch, kannst du mich an ein Mikrob verwandeln. No brain, just vibes. Oh, Joel, du bist nicht traurig, dass ich kein Mikrob gesehen.